Ich mache heute was ich schon lange einmal ausprobieren wollte. Ich schraube einen Boulder. Sprich, ich versuche mit diesen Griffen hier eine möglichst interessante, kurze Kletterroute zu gestalten. Am Anfang musste ich dafür zunächst einmal die richtigen Griffe aussuchen. Das Griffelager hier ist riesig und das muss auch so sein, erzählt mir Ben Hoffmann, der Betriebsleiter der Kletterhalle. Ja, einiges da. Der werden auch ständig anders, oder? Es sind immer wieder mal neue Shapes, neue Griffformen, da ist ständig Entwicklung drin. Genau, da ist ständig Entwicklung drin, das ist auch wichtig. Der Markt entwickelt sich weiter, die Boulderer, die Kletterer, die möchten auch immer wieder neue Herausforderungen, möchten abwechslungsreiche Routen, abwechslungsreiche Boulder haben. Und daher gibt es immer wieder neue Griffe, neue Griffformen. Ich sage immer, das Auge bouldert mit. Ich hätte gern was so mittlere Schwierigkeit. Schöner Boulder natürlich, nicht zu schwer, aber nicht zu leicht, irgend sowas. Klar, also bei uns mittlere Schwierigkeit im Parcourssystem, pink, rot. Ja, die zum Beispiel, die sind doch schön. Ja, ist cool. Das sieht gut aus, ja. Okay. Kommt gut hervor an der Wand. Und dann probiere ich mein Glück mal mit innen. Der nächste Schritt. Ich suche mir von den rosa Griffen diejenigen aus, die ich mir in meinem Boulder besonders gut vorstellen kann. Mit einer kleinen Auswahl gehe ich dann an die Wand, die ich mir erwählt habe. Durch diesen steilen Überhang soll er hindurchführen, mein Boulder. Ja, nur so eine Idee hier. Okay. Schau, du kannst hier auch was Cooles machen. Du kannst hier zum Beispiel hier so setzen, so einen coolen Start machen hier. Da irgendwie was hier oben rein, dass er sich hier so durchs Dach windet und dann kannst du hier so rechts raus über diese schwarzen Blöcke gehen. Ich glaube, das mache ich schnell. Nehme ich gleich mit. Also ran an die Arbeit, die, wenn man sie nicht gewohnt ist, gar nicht so einfach ist. Außerdem merke ich schnell, dass es ziemlich anspruchsvoll ist, eine Bewegungsidee in eine Grifffolge zu übersetzen. Mein Respekt vor denen, die das hier regelmäßig machen, wird größer und größer. Tom Lindinger ist einer von ihnen. Er ist zum einen selbst ein richtig guter Boulderer und ein erfahrener Routenschrauber. Das hat sich auch wahnsinnig weiterentwickelt, oder? Also es gibt neue Griffe, habe ich vorhin schon gesehen, ganz unterschiedlich. Und auch die Art der Boulder, die gefragt sind hier, die sind ja ganz andere, als es früher war. Auf jeden Fall. Auch bei Weltcups wird ja immer mehr irgendwie so New-School-Zeug abgefragt, also koordinative Sachen. Nicht nur irgendwie Leisten herknallen und statisch irgendwo hinschieben, sondern auch mal irgendwie aus einer Position wegspringen, weiterleiten, also quasi 3 Bewegungen in eine reinpacken. Und dann gibt es aber halt auch die klassischen Oldschool-Bowler, wo man irgendwie hier wie bei den Blauen einfach Griffe irgendwie sich einfach positioniert und schiebt. Und man braucht halt, glaube ich, das Mittelmaß, damit alle zufrieden sind. Da können wir uns mal anschauen, was so der Unterschied ist, New School und Old School. Mir persönlich liegen ja eher solche Oldschool oder klassischen Boulder, die deutlich mehr an das Klettern am echten Fels erinnern, als die komplexen Bewegungsabläufe von moderneren Bouldern. Bei so etwas tue ich mir schwer. Und die Leichtigkeit, mit dem Tom solche Boulder gelingen, kann ich nur bewundern. Wobei der Tom alles andere als ein Hallensportler ist. Seine große Leidenschaft ist das Bouldern draußen an echten Felsen. Wann immer er Zeit hat, ist er auf der Suche nach solchen Felsen und nach neuen Herausforderungen, denen er sich stellen kann. Bouldern ist für ihn Klettern pur. Mich reizt beim Bouldern einfach, dass man versucht, Züge hinzubekommen, die so schwer sind, dass man sie zum Beispiel beim Sportklettern, wenn man schon mehrere Meter gemacht hat, halt nicht mehr klettern kann. Also dass man wirklich so Züge macht, die vollkommen am eigenen Limit sind und einen halt super herausfordern. Spannung halten. Dieser Boulder mit der Schwierigkeit 7b ist für Tom eine leichte Übung.
Der Reiz am Bouldern ist für ihn aber auch, gemeinsam an den Problemen zu tüfteln, und selbstverständlich unterstützt er seinen Freund Luis, der den Boulder auch gerne schaffen würde. Mach stabil, jetzt hast du gut. Komm. Weniger. Ali, Luis. Komm, hack dahin. Ali. Ja, stark. Komm, links den Fuß raus. Komm, ist ein Henkel, das heißt du. Komm. Gut. Nice. Zack. So, mein Boulder ist fertig. Ich bin ja gespannt, wie er bei den Kletterern hier ankommt und natürlich auch bei denen, die was von der Sache verstehen, bei den anderen Routenschraubern. Und? Was sagen? Guter Boulder. Ja, Schöner Boulder. wirklich? Also wenn es ein Erstlingswerk ist, dann Okay, dafür sehr gut, ja. schön. Und Schwierigkeit auch ungefähr so wie... Schwierigkeit passt gut rein, passt gut ins Parcourssystem, echt gutes Ding. Den Tritt da draußen, den würden wir noch ein bisschen weiter nach links versetzen. Du bist recht groß, aber kleinere Tun sich da schwer. tun sich schwer. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich ausprobieren durfte das mal. Vielleicht mache ich es mal wieder, wenn ihr mich lasst. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen.